Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig hier im Ultra Jumpscare Bereich. Und ich glaube, ich nehme mal lieber wieder das Lämpel. Heute habe ich auch was, worüber ich erzählen kann. Hier ist auch wieder ein bisschen heller, das gefällt mir schon besser. Ja, und zwar ist heute 25.01. Und das bedeutet im Klartext, dass sich heute entscheiden wird, ob Let's Plays überhaupt noch weiter kommen können, beziehungsweise ob Let's Plays auf Pelzig noch weitergehen. Das wird sich zeigen, ihr liebe Leute. Und zusätzlich kommt heute auch Resident Evil 2 Remake auf Pelzig raus. Du könnt ihr erst im Laufe des späten Abends damit rechnen, dass das rauskommt. Und wenn die Let's Plays nach wie vor weiterlaufen, wie sie das sollten regulär, dann erscheint Resident Evil 2 Remake auf Pelzig immer mit Call of Cthulhu. Bis das soweit ist. Bis ich hier mit Call of Cthulhu fertig bin. Und dann kommt im Prinzip als Nachfolgeprojekt dann Resident Evil 2 Remake. Ach ja, 2 Horror... oh Gott, mir versagt die Stimme. 2 Horrorspiele an einem Tag. Da habt ihr dann in den nächsten Tagen dann, oder am nächsten Tag immer Monkey Island als Ausgleichsprojekt bitter nötig, wenn ihr das weiterverfolgt bei mir. Ach ja, ach ja. Gut, aber ich glaube, ich habe soweit kapiert, wie das funktioniert. Wir müssen hier immer die Schutzdinger aufmachen mit deren Lampe, ne? Und dann wieder auf die andere Lampe wechseln und dann läuft das. Ja, ich bin immer gespannt, ob die YouTube-Nutzungsbedingungen weiter hier Let's Plays möglich machen, sodass da auch nichts passieren wird. Und ich, so wie vorher auch, vielleicht mit ein paar mehr Einschränkungen, aber dass ich nach wie vor auch meine Let's Plays machen kann. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Nee, nach wie vor nicht. Nee, das bringt uns auch einen Rattearsch. Dann ist das irgendwas, was wir möglicherweise im Patientenbereich noch aufmachen müssen, aufbrechen müssen mit der anderen Lampe. Da, wo der Shambler unterwegs war, sprich hier. Müssen wir hier möglicherweise noch irgendwas lösen. Mit der Lampe können wir auch nicht mit R2 die Lichtstärke regulieren. Also irgendwas müsste hier eventuell noch sein. Da ging nämlich meine Ölreserve rapide runter und hier hat sich auch der Shambler rumgetrieben. Hier habe ich aber Kedere zum Aufmachen und hier komme ich nicht weiter und durch. Also mit der Laterne hier fühle ich mich ja erheblich sicherer, um ehrlich zu sein. Ja. Ich kann es nicht sagen. Aber mit der Laterne war es uns möglich, noch einen Bereich zu öffnen, oder? Nee, das war leider nicht der Bereich, wo dann das Archiv führt. Also einen Schutztüre-Bereich haben wir da geöffnet. Hier kommen wir nicht weiter. Das war der Schutztüre-Bereich. Eventuell hat sich hier noch irgendwas geändert. Können wir ja gleich überprüfen. Hier ist die Musik glücklicherweise auch nur so etwas okkult und mysteriös. Also hier scheiße ich mal wenigstens nicht in den Kittel. Aber wenn ich die anderen Laternen wieder habe, dann bin ich wieder kurz davor, mir ins Hemd zu brunzen und einfach mal so Angstbrecher dazu machen. Wo ganz schnell einer abgezischt. Okay, Ja genau, der Bereich ist neu. Eine Schutztür. Das ist direkt gegenüber von dem, wo uns die Spur hier führt. Warte mal, nur noch kurz checken. Ne? Ja. Genau, da müssen wir hier. Und da ist offen jetzt. Ah ja, vielleicht dann doch hier. Hier irgendwas noch. Aber hier lauert wieder der Shambler. Oh, Scheiße, ich will doch nicht hier, Mann. Ich will das nicht machen. Ich will das echt nicht machen. Ich gucke mal das erst nochmal im sicheren Bereich an. Da führt uns die Spur durch. Das heißt, hier muss irgendwas sein. Das muss ich wahrscheinlich mit der Sturmlaterne rausfinden.
Ah, ich habe gedacht, das wäre auch noch was gewesen. Ja, du ist aber halt auch wieder Booster wie eine vage Ladung Arschlöcher und ich will doch nicht hier. Und da kommen wir noch nicht dran. Das heißt, vielleicht komme ich doch tatsächlich noch mit der anderen Laterne dran. Boah, ich will das nicht. Ich will das nicht machen müssen. Das ist so richtig fett urangenehm. Aber okay, ich muss es jo. Muss mich ja irgendwie der Angst stellen, ne? Und sobald die Ölreserve runtergeht, bin ich hier fort. Aber wirklich. Ja, da komme ich auch nicht dran. Ach Gott, erleid. Extrem unangenehm. Okay. Oh, jetzt geht wieder alles zur Neige. Oh, mein Öl, mein Öl, mein Öl. Nein, 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 ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ich werde panisch wie Sau. Mir geht wieder mal Öl aus. Fuck, 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 fuck. Ich will nicht, dass mir mal Öl ausgeht. Fuckeli, dackeli. Nein, nein, ich will wieder einen Jumpscare riskieren. Nein, 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 nein. Ah, scheiße, scheiße. Nein, nein. Nein, geh weg, Shambler. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Oh, nein, nein. Oh, scheiße. Okay, ich guck einfach noch ohne. Ich will den Jumpscare nicht sehen. Ich will's nicht sehen, wenn er kommt. Ja. Ist das unangenehm? Ist das ekelhaft? Ach, Mann. Ich habe aber halt keine Ahnung, ne? Ich muss hier durch. Muss hier wieder rein. Und dann lande ich in dem Bereich. Jetzt habe ich aber wenigstens ein bisschen mehr Lampeöl. Jetzt gucken wir uns nochmal in aller Ruhe um. So, bleib ruhig, Yankee. Ich weiß, wir haben hier nur bestimmte Zeit, um das zu lösen. Und ich habe keinerlei kühle Kopf hier dabei. Und ich zitter mir schon einer ab, wenn ich auch nur wegguck und der Shambler kommt. Das ist echt widerwärtig. Ich find's auch so fucking bedrückend hier drin. Also hier ist das Symbol. Ah, okay, einfach nur A-Leuchte. Spiel wieder gespeichert. Wir haben erst knapp 8 Minuten rum. Gut, erstmal wieder im sicheren Bereich. Jetzt geht's hier rein. Okay, das war's Badezimmer, ja. Würde mich interessieren, wie der im richtigen Institut die ganze Zeit rumschleppelt und voll irre hier durchs Institut latscht, während er eigentlich so in einer Traumwelt gefangen ist. Alter Latz. Ja, aber wie gesagt, wegen der YouTube-Nutzungsbedingungen, Umstellungen ab dem 25.01. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das Video heute überhaupt ohne Einschränkungen hochgeladen werden kann. Ja, da kommen wir nach wie vor nicht durch hier. Ja, deswegen, heute ist so mehr oder weniger Terminator 2, Tag der Entscheidung oder Tag der Abrechnung. Trademark natürlich, dass ich hier irgendwelche Copyright-Dinger verletze. Okay, also. Wir haben jetzt den Block A mehr oder weniger aufgedröselt ein bisschen. Das hatten wir aber schon. Wir haben jetzt den Bürotrakt mehr oder weniger aufgedröselt und wir haben das hier dabei. Da waren wir aber jetzt schon, um das Badezimmer freizuschalten. Unseren Weg hat uns ja ursprünglich auch hier gelotst. Das heißt wieder die Laterne des Grauens. Und da kommen wir jetzt durch, ne? Das war der Bereich, der uns allerdings nichts mehr bringt, ne? Ja, der bringt uns tatsächlich nichts mehr. Das heißt, wir müssen uns einen neuen Bereich suchen, der uns was bringt, wo uns wieder die Spur hier führt. Okay, erstmal wieder aufladen. Weil je weniger ich im Gepäck habe, desto ekliger wird das Ganze wieder. Mit Shamble Time und so. Moment. Shambler Time und so weiter. So, wo führt uns der Weg dann hier? Der Weg führt uns jetzt mal wieder dort hier. Okay, kommen wir überhaupt dort durch? Okay, jetzt führt es uns hier entlang. Das heißt, eigentlich müssten wir wieder dort hier. Ja.
hier führt es uns auch wieder weiter durch. Auf dem Scheißhaus ist auch nichts. Guck mal hier durch. Ja. Okay. Gut. Wieder aufladen. Sicher ist sicher. Und dann gucken wir uns den Bereich jetzt mal an. Erstmal in aller Ruhe sich das Ding angucken. Jetzt kommen wir nämlich hier ins Kitchen. Da könnte was sein mit der anderen Laterne. Und hier Block B kommen wir nicht rein, der ist vermauert. Und hier ist was. Also in der Küche könnte was sein. Okay. Alter Falter, das ist wirklich dieser ekelhafte Jumpscare-Bereich hier, der mir auch höllisch Schiss macht. Jetzt dreht das Spiel mal so richtig auf. Boah, und es ist schattig wie Sau hier. Ich will nicht hier sein. Hier in der Küche. Wird uns das weiter noch over. Oh Mann, es ist duster wie wahre Ladung Arschlöcher. Ich hasse es. Hier. Nee, das macht wieder nur die Ölreserve runter. Das heißt wieder Öltanke. Ja, ich höre dich, Schämpler. Ich höre dich laut und deutlich rumschämpler. Oh Mann. Okay, es hat aber in einen anderen Bereich geführt. Das heißt, das gucken wir uns jetzt auch nochmal dringend an. Das hat hier in den Bereich geführt, ne? Aber der ist vermauert. Da ist ein Schutzsymbol, was man nicht mit der Laterne knacken können. Und Block A geht's nicht weiter. Das heißt, wir müssten eigentlich über den Bereich hier, ne? Ja, genau. Hier ist auch wieder so ein illustres Symbol. Das heißt, wir müssten es über den Bereich eigentlich versuchen. Na, gegenüber von der Rezeption. Alle hopp. Nochmal eine Runde Mut tanke und dann probieren wir es mal hier über den Bereich. Helligkeit erhöhen. Okay, der ist... Schämpler. Leck mich am Arsch, Schämpler. Das will ich nicht. Okay, das heißt, wir müssen hier wieder Block A, ne? Der Bereich war das. Wo mein Block B kommt. Hier wurde rumgeschampelt. Ich guck mir das alles erstmal wieder friedlich an. Das Katz-und-Maus-Spiel ist nämlich ziemlich ekelhaft, wie ich finde. Dann gucken wir hier in den großen Block B mit dem Kamin, wo auch hier irgendwo Irene Sanders gelecker hat, wenn ich mich richtig erinnere. Die müsste hier gelecker haben. Dann kommen wir dort hier. Ja. Dann müssten wir eigentlich durch die Zelle-Block, sag ich, durch den Patientenblock B durchgehen. Irgendwie müssen wir da durchkommen, ohne geschampelt zu werden. Ich habe nämlich keinen Bock, erschlurft zu werden. Das heißt, der Scheißtyp ist hier irgendwo unterwegs. Und dort muss irgendwo so Rune wieder sein. So Symbol. Scheiße, das heißt Mut zusammennehmen, den ich nicht hab. Und dann dort hier. Ich hätte eigentlich eher Lust darauf, kleine Schisserler abzudrücken. Ach, hätte ich doch die Windler ausgepackt. Ja, ich kann nur dumm babbeln jetzt, um mir Mut zu machen. Anders geht's nicht mehr. Scheiße, 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 scheiße. Der ist hier irgendwo. Bin mir sicher, der schnappt mich auch. Ich bin einfach zu feige für das Ganze. Okay, hier führt die Spur durch. Hier irgendwo. Da ist es. Ja, 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 ja. Und. Okay, gut. Das ging ja gerade nochmal gut. Die Spur führt uns jetzt wo hier? Nein. Okay, die Spur führt uns mal wieder in die Richtung. Das heißt, der Weg ist jetzt auch aufgegangen. Jetzt müsste... Ja. Jetzt müsste ich hier durchkommen eigentlich. Oh Mann. Katz und Maus mit dem Champler, mit dem Schlurfer macht keinen Spaß. Und es ist so duster. Die vage Ladung Arschlöcher lässt Grüße und ich habe jedes Mal Schiss, dass ich vor diesem Champler stehe.
Bitte lass mich durch. Okay, wieder ein Bereich freigeschaltet. Schnell weg. Ja, ich höre dich. Mein lieber Freund. Wieder Öltanker. Mir das Ganze nochmal so angucken. Mir ist es erheblich lieber, weil es hier wesentlich heller ist. Das heißt, wir kommen jetzt hier in den Bereich, in die Rezeption. Genau, Rezeption steht es auch nochmal. Okay. Das heißt, hier irgendwo bei der Rezeption müsste was sein. Entweder hier oder in dem Bereich. Storage Room ist zu, der Raum ist verschlossen. Ah ja, hier müssen wir wieder was öffnen. Es war ganz gut, dass ich mich hierher verirrt habe. Thomas Fullers Büro. Okay. Möglicherweise in Herr Fullers Büro, was halt auch nur erreichbar ist, indem ich in dem Lampezustand hier aufgemacht habe. Na gut. Das heißt, Mut zusammenpacken. Es gibt nur den Weg. Die andere Türe sind vermauert. Und dann gehen wir wieder an der Anfang von dem Ganzen zurück, wo unser eigentliche Spur auch angefangen hat, als wir noch nicht in dem ekelhaften, okkulte Bereich hier waren. Das heißt, Arschbacke zusammenkneifen, Mut nehmen und du durchflitze. Okay. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Ist das bitter. Ich habe echt das Gefühl, jedes Mal könnte mich dieser scheiß Jumpscare noch erwarten, dass dieser Kackendrecks widerliche Schlurfer hergeschissen kommt. Mir gegen das Schienbein wichst. Oh Mann, ich will nicht. Ich folge einfach dieser Scheißspur hier weiter. Okay, es geht weiter Richtung Fullers Büro. Glaube ich zumindest. Scheiß drauf. Ich tank hier nochmal Öl noch. Ich will hier kein fucking Risiko eingehen. So. Okay. Arschbacke zusammenkneifen und weiter. Okay, an der Rezeption vorbei. Ich guck auch immer bewusst noch ohne. Ich will doch nicht hier in den Scheißbereich hier. Oh, es wird doch immer duschtarer. Nein! Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott! Da ist es Schutzsymbol. Ich habe damit gerechnet, dass der Scheiß kommt. Und ich verschreckt mich auch noch. Oh! Kacke! Genau das war's, wovor ich Schiss gehabt habe, dass ich mich hier vor euch zum Aff mache. Mir hier in die Hose brunst, weil es ist so ekelhaft. Es ist generell alles so widerlich hier gemacht. Oh Gott sei Dank. Spiel gespeichert. Alter, ich hab mal hier in den Kittel gebrunst, als dieser Drecks-Jumpscare kam mit diesem Schlurfer. Boah. Und dieser sehr männliche Angstschrei. Oh Mann. Scheiße. Oh Mann, das war eben wirklich kurz vor in die Hose gebrunst und noch zusätzlich reingekackt. Alter Falter. Ja, jetzt dreht das Spiel so richtig auf. Oh, am liebsten wäre ich so in Deckung gegangen. Alter Latz. Ja, das Spiel versteht es definitiv, Atmosphäre aufzubauen. Ich bin froh, dass ich das in der Episode heute noch fertig gekriegt habe. Oh, das war der Jumpscare des Todes. Ohne Witz, es hat mich schon lange nichts mehr so von der Socke gerissen. Ich meine, man spielt es und denkt sich einfach nur, oh, the fuck, ne? Da könnte man sich in die Hose kacken, aber wenn man es erstmal fertig hat, dann kann man nur noch lachen darüber. Und ich glaube, seit Alien Isolation habe ich nie mehr so einen abartigen Jumpscare gehabt, wo ich mal schön in die Hose gebrunst hätte bei. Okay. Aller hopp. Da geht's runter, da war Fuller. Ich sag jetzt, dass ich wieder in dieser ekligen Atmosphäre bin. Oh, leck. Spiel gespeichert. Oh, scheiße. Nein, jetzt wird er noch gesungen. Oh, scheiße. Und ich wollte einfach nur dort hier, wo Colden entführt worden ist, beziehungsweise niedergestreckt wurde von Fuller. Ja komm, bringen wir den Scheiß auch noch hinter uns.
Solange kein Shambler kommt, ist alles cool, würde ich sagen. What's going on? It never ends. Ah, ich wäre auch panisch. Hör auf panisch zu werden, Piers. Mach du mir wenigstens Mut, Kerl. Wobei, ich bin der Spieler. Ich bin eigentlich derjenige, der ihm Mut machen müsste. Ist da jemand drin? Hallo? Ihrer Gefangener? Hinter mir ist auch nichts. Du ist auch wieder nichts. So Layers of Fear mäßig habe ich da ein bisschen Schiss, dass dann Jumpscare hinter mir steht. Okay. Rennen wir einfach mal weiter. Ich habe echt das Gefühl, du passiert einfach nichts mehr, ne? Nee, hinter dem Glas sehe ich an. Da ist ja jemand. Okay. Dann machen wir noch. Ah, das bin ich. Damnation. That's me. Huch. Alter. Nein. Werde klaustrophobisch wie Sau. Kerl. Oh, oh. Oh. Okay. Erlaubt. Hui. Ich glaube, da steht Mary Colton am Ende. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, das ist perfekt, um hier meinen Cut zu machen. Nachdem ich mir halt wirklich schier Energever habe hier. Und vor lauter Jumpscare total aus der Fuge geraten bin, würde ich mal sagen. Das ist ein perfekter Cliffhanger für Evermoye zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Schauen wir mal, wie es weitergeht und schauen wir mal, wie es mit den YouTube-Nutzungsbedingungen aussieht. Heute ist übrigens der 18.01., wo ich das aufnehme. Das heißt, ich kann noch nicht sagen, wie es aussieht. Ich nehme einfach weiter auf. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Und bis Evermoye dann wieder. Wenn alles klar geht, sehen wir uns Evermoye wieder zu Call of Cthulhu auf Pelzig. Machen's gut bis dahin. Ayan Yankee.